Hallo und willkommen zum Weltupdate Video 22. Neu in diesem Video kann ich euch meine Hände zeigen. Jetzt kann ich euch zeigen, was ich will. Der Teil von der Stadt ist der Stadtteil von meinem Sohn Aaron. Seit wir die Stadt verschoben haben, hat er alles neu aufgebaut. Entschuldigung auch fürs Chaos im Hintergrund. Wir sind noch dran, eine gute Lösung zu realisieren, um euch das in Zukunft zu ersparen. Den Rest von der Stadt zeige ich euch jetzt gerade. Der Aaron liebt es, mit seiner Polizei, seiner Feuerwehr zu spielen oder mit seinen Bewohnern. Auch spielt er viel mit seinem Campingplatz oder seinen Baustellen. Und von dem Tisch an da fängt jetzt mein Stadtteil an. Ich hoffe, dass ihr den auch so gut findet wie wir, weil neu haben wir ein Piratenschiff. Gebaut aus Ministein, weil es mit normalem Stein einfach viel zu gross für die kleine Bucht gewesen wäre. Wir haben auch vieles neu gemacht. Zum Beispiel haben wir ein neues Zuglayout und hoffen, dass ihr das auch toll findet. Und wie schon gesagt, habe ich jetzt die Möglichkeit, euch Sachen mit den Händen zu zeigen. In diesem Teil haben wir unseren kleinen See mit dem Fotograf, der gerade Enten fotografiert. Oder die Leute, die gerade am Baden sind. Da ist der Fotograf. Da die Leute, die am Baden sind. Und natürlich unser bekannter Maler, der gerade für euch wieder etwas auf die Leinwand zaubert. Und wir haben auch Passagiere, die auf den Zug warten. Wir lassen den Zug später laufen. Weil im englischen Original habe ich gemeint, man versteht mich sonst nicht so gut. Dann haben wir hier unsere neue Baumallee. Und in Zukunft werden wir hier auch noch einen Weg bauen, damit die Bewohner spazieren können. Wir haben unseren Berg mit der Straße, die zum höheren Gelände gelegenen Stadtteil führt. Und da fehlt aber noch ein Stück. Das werden wir natürlich dann noch bauen. Und dann werden wir eine Brücke bauen, die von da übergeht zu dem Tisch da mit dem Chaos. Das Chaos kommt dann selbstverständlich auch mal noch weg. Und dann werden wir hier natürlich einen weiteren Stadtteil bauen. In dem wird es sehr viele Minifiguren haben, damit wir euch die dann zeigen können. Und auch in diesem Stadtteil hier haben wir etwas Neues, nämlich unseren Daily Bugle Turm. Wir hoffen, der gefällt euch auch. Es hat mega Spass gemacht, den zu bauen. Der Turm hat nämlich 1, 2, 3, 4, 5 austauschbare Stockwerke. Schaut ihr das gerne in einem Speedbuild-Video an, das wir auf unserem Kanal haben. Man kann auch viele Sachen aufmachen oder natürlich Stockwerke einfach oben runternehmen. Und wie schon erwähnt, haben wir das Zug-Layout angepasst. Und die Strecke geht neu hier hinter dem Berg unter die Plattform hindern und nachher hier unten hindern. Und dann geht es zum Teil weiter auf Schienen von der Firma FX Bricks, weil die haben einen grösseren Radius als die von der Firma Lego. Der Radius ist 104 cm und der Standardradius von der Firma Lego ist nur 40 cm. Jetzt kann ich so grosse Kreise machen, wie zum Beispiel der hier hinter unserem Berg. Und den Berg werden wir dann in Zukunft natürlich auch fertig bauen. Auch werden wir etwas bauen, damit die Menschen von der einen Seite auf die andere kommen. Damit die in unseren Freizeitpark gehen können, zum Beispiel zu unserem Loop. Wir müssen uns dann auch noch eine Variante ausdenken, wie wir hier die Vorrichtung, die wir vom Boden auf den Tisch und umgekehrt fahren können, wieder anschliessen können. Und unsere Baustelle haben wir hier neu aufgestellt, weil der grosse Turm hier
wird nachher entweder da oder da oder da oben reinkommen. Im Moment weiss ich es auch noch nicht, wo ich es hin tue. Ich hoffe jedenfalls, euch gefällt das neue kleine Stadtlayout von heute. Es ist insgesamt nur ein kleines Update. In Zukunft werden dann auch noch grössere Gebäude kommen. Von denen mache ich dann natürlich auch ein Speedbuild-Video. Und wir haben in Zukunft viel zu tun und hoffe natürlich auch, dass euch dann auch wird gefallen. Und jetzt zu etwas anderem, auf das ich mich schon lange freue. Ich zeige euch jetzt etwas Neues. Leider ist es für die Folge nicht fertig geworden. Das ist unser neues Logo. Mehr darüber dann in der nächsten Folge. Ich warte immer noch auf ein paar Teile, wie zum Beispiel den Vogel, wo ich wie alle anderen Teile auf Bricklink bestellt habe. Die Teile kommen von überall auf der Welt. Die Flügel vom Vogel kommen aus China und den Körper habe ich in Kanada gefunden. Ich hoffe, die kommen bald. Ich hoffe auch, einen guten Platz zu finden für das neue Logo. Das alte Logo ist ja da oben. Und ich weiss noch nicht, ob ich das alte Logo hier austausche oder solange es Platz hat, beide aufstellen. Wenn ihr wollt, dürft ihr mir gerne einen Vorschlag machen, wo ich es hin tun. Bis dann stelle ich es mal da rauf. Auch haben wir neue Gestelle bestellt, damit wir euch unsere Zugsammlung ein bisschen besser zeigen können und mehr Platz gewinnen. Im Moment weiss ich aber noch nicht, wo es hinkommt. Das werden wir euch dann in dem nächsten Video zeigen. Wir hoffen auch, dass ihr das toll findet, dass unsere Bewohner jetzt viel mehr Platz haben in der Stadt. Insgesamt mehr Grünfläche, mehr Platz für neue Gebäude und natürlich für Geschichten. Vielleicht würde ich mir das auch mal antun in der Zukunft. Eine Step-by-Step-Animation in unserer Seite aufzunehmen. Ich hoffe jedenfalls, dass ihr das heutige Video cool findet und natürlich auch die Momente, wenn ich euch mit der Hand etwas zeige. Ich bin auch ein bisschen nervös wegen dieser neuen Variante vom Filmen. Und wie versprochen, lassen wir jetzt Züge fahren. Für das möchte ich euch meine neue Konstruktion zeigen. Mit der kann ich jetzt mehrere Züge steuern, ohne dass es störendes Bild für die Stadt ist, weil das mitten in der Stadt drin steht, wie früher. Im englischen Original haben wir hier Musik laufen lassen, weshalb ich euch hier auch wieder Musik einbaue. Also sprachlich gesehen, bis später. Wir haben jetzt einen weiteren Stromeinspeispunkt hinzugefügt, damit wir jetzt mit den Zügen in verschiedene Richtungen oder in verschiedene Geschwindigkeiten oder beides natürlich gleichzeitig fahren können, was vorher nicht gegangen ist.
Und natürlich wollen wir dir auch nicht vorenthalten, dass unsere Züge manchmal entgleisen. Wieder mal ein kleiner Unfall heute. Das passiert vor allem, wenn man auf selber gemachten Schienen zu schnell fährt. Und weiter geht's. In der Zukunft haben wir auf jeden Fall darum geplant, alle selber gemachten, durchgekaufte Schienen entweder von der Firma Lego oder von der Firma FX Bricks zu ersetzen, weil die haben dann noch 9 Volt. Jetzt ist es ein bisschen zu langsam, aber ich lasse mal so für den Moment. Eventuell machen wir dann noch einen dritten Ring. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wir hoffen jedenfalls, dass ihr es genauso cool findet wie wir, dass die Züge jetzt gleichzeitig in verschiedene Richtungen oder Geschwindigkeiten fahren können. Wie im Original, jetzt noch ein bisschen Musik und sprachlich sehen wir uns später. Wir hoffen jedenfalls, dass ihr es genauso cool findet wie wir, dass die Züge jetzt gleichzeitig in verschiedene Richtungen oder Geschwindigkeiten fahren können. In der Zukunft werden wir auch mit verschiedenen Zügen an verschiedenen Orten gleichzeitig fahren lassen können. Und auch noch zu unterschiedlichen Zeiten. Oder wir werden auch Züge wechseln. Wie zum Beispiel in dem Fall. Mehr darüber in einem anderen Video. Wir wissen auch noch nicht, ob wir das dann vielleicht digital realisieren können. Vielleicht gibt es ja eine Firma oder ein Tutorial, wie man das umsetzen mit den 9 Volt Motoren von früher. Wäre doch cool, wenn wir das quasi anders steuern können. Vielleicht auch vom Handy oder so aus oder von einem Computer. Gefällt euch das heutige Video? Bitte hinterlasst doch einen Kommentar. Ihr könnt uns natürlich auch schreiben, wenn euch etwas nicht gefällt oder wenn etwas fehlt. Weil jetzt haben wir nämlich noch den Platz, um eure Ideen umzusetzen. Willst du etwas von dir hier in der Stadt sehen? Dein Figürli, dein Mock oder sonst etwas? Schau dich mal ein bisschen um. Wie gesagt, wir haben noch Platz. Wäre doch cool, wenn deine Sachen in unserem nächsten Video auftauchen. Oh, und wir hoffen natürlich auch, dass euch es gefällt, wie wir das grosse Gestell jetzt eingerichtet haben. Wir haben etwas Neues. Und natürlich haben wir auch neue Details in unsere Stadt integriert. Wie zum Beispiel dass der Spider-Man seine Netze natürlich nie wegräumt. Jedenfalls, hoffentlich habt ihr Spass gehabt, mir zuzulassen. In der Zukunft werden wir dann sehr viel mit Schienen machen, da wir ja jetzt sehr viele haben und wenn wir dann die letzten auch noch austauscht haben, noch mehr. Entweder werden wir drinnen oder zum Beispiel auch draussen im Garten, wenn es ein bisschen wärmer ist, etwas mit diesen Schienen machen.
Auch habe ich geplant, mindestens ein neues Slow-Motion-Video zu machen mit Zugcrashs, aber eventuell machen wir dann auch eine kleine Serie daraus. In der würde es dann darum gehen, mit verschiedenen Zügen in verschiedene Gegenstände zu rasen. Und dann das reinkrachen in Zeitlupe zu filmen. Mehr dazu im Sommer. Wir hoffen, euch hat es gefallen, was wir euch heute gezeigt haben, und dass ihr euch auch schon aufs nächste Video freut. Übrigens, falls du dich gefragt hast, wie ich meine Hände gefilmt habe, ich habe hier vorne am Bauch so eine Vorrichtung, wo ich das Nadel einspannen kann und dann halt die Hände frei habe, euch zu zeigen, was ich will. Hoffentlich gefällt dir der Style und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Tschüss zusammen! Bitte fühl dich frei im Abspann aufs nächste Video oder die Playlist zu klicken oder uns zu abonnieren, wenn du noch nicht hast, damit du nichts verpasst. Wir würden uns tierisch freuen, wenn du das Video an ein paar Leute weiterschicken würdest, damit die das auch sehen dürfen. Und natürlich freuen wir uns auch, mit dir darüber zu schreiben in den Kommentaren. Danke dir fürs Schauen und bis nächstes Mal. Ciao zusammen!